und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitch. Wieder einmal seit langem aus dem Europapark. Ich stehe jetzt nämlich hier gerade vor dem Hotel, das wir gebucht haben, im El Andalus, auf dem Eingangsplatz, Parkplatz. Der Häsli ist gut den Karren einstecken. Ich bin am Warten, weil ich endlich in den Park will. Haben schon eingecheckt. Und ich zeige euch heute ein bisschen, was man im Europapark machen kann, wenn man nicht so auf die Bahn geht. Und wir wollen es ein bisschen ruhig angehen. Wir sind 2 Tage hier. Jetzt ist es schon Mittag und so. Jetzt gehen wir dann zum Mittagessen und dann machen wir so ein bisschen sanfte, ruhige Sachen, gehen ein bisschen Shows schauen. Und morgen geht es dann ab. Und ich würde sagen, nehmen wir euch doch gerne mit in mein eigentlich Europapark-Geburtstags an der Wochenende. Es ist nämlich Dienstag. Und wir bleiben bis zum Donnerstag da. Geil! Was man sich immer super geben kann, ist mal eine Runde mit dem Zügel durch den ganzen Park durchfahren, um ein bisschen anzukommen. Wir gehen hier durch eine Höhle durch, dann kann man ein bisschen schauen, was so abgeht und so, ein bisschen entspannen, ein bisschen durch den Wald durch. Herrlich! Nachdem wir uns ordentlich vollgestopft haben, ein Bier getrunken haben in diesem Restaurant am See, schlendern wir ein bisschen durch den Park durch und gehen dann ein Musical schauen. Das ist im italienischen Bereich und heisst Antarktika, irgendwie Rustica, irgendwie so etwas. Es geht etwa 40 Minuten. Jetzt sind wir gerade 3/4 Stunden an dieser Rulantica Musical Show gewesen, und es ist wirklich hure gut. Wirklich, die Shows werden absolut unterschätzt. Geht einfach mal eine schauen und ihr werdet jedes Mal in den Europapark so eine Show schauen. Es ist wirklich geil. Geil! Geht einfach 2 Tage. Dann könnt ihr am ersten Tag Shows schauen, am zweiten Tag könnt ihr zu Hause lassen oder fressen oder alles gleichzeitig. Dann haben wir nach 2 Tagen Zeit. Das ist die perfekte Timing-Sache. Wir gehen jetzt unser Zimmer beziehen und komischerweise sind wir im 4. Stock oben und haben irgendwie eine Dubai-Suite. Bist du noch ganz betrost? Oh mein fucking Gott! Das Zimmer ist ja der Wahnsinn! Ist es ein Spiegel oder ist es das Schlafzimmer? Oh, fuck! Hä, Sie hast schon die Badwanne gesehen? Wie vor 2 Jahren hocke ich hier jetzt auf der Monorail-Bahn im Europapark. Wie ihr ja vielleicht wisst, kann man mich absolut glücklich machen, wenn man in den Europapark geht. Und meistens, wenn ich Geburtstag habe, möchte ich unbedingt in den Europapark gehen. Das machen wir dieses Jahr wieder. Wir gehen 2 Nächte sind wir hier im Hotel El Andalus, in einem wunderschönen Zimmer. Und ich sage, ich finde einfach, 2 Nächte bleiben ist einfach so die perfekte Tour. Du kommst her, du musst nicht herstressen, kannst gemütlich herfahren, dann gehst du mal einen halben Tag im Park, kannst du Shows schauen und so weiter und so fort. Und dann am nächsten Tag gehst du mega viel zum Morgen essen. Und dann gehst du in den Park und kannst wirklich den ganzen Tag genießen, ohne Anreisestress, Abreisestress etc. Am Abend noch einen wunderbaren Abend erleben, irgendwo fein essen und dann liegen, aufstehen und dann kann man dann wirklich noch zum Morgenessen ganz gemütlich heimgehen. Und das finde ich wirklich so perfekt. Und ich muss wirklich sagen, im Gegensatz zum letzten Mal, als ich das Video gemacht habe, haben wir dieses Mal einfach so etwas so perfektes Wetter. Es ist einfach der Hammer. Es ist ein bisschen warm, aber es ist wirklich absolut top und es hat nicht wahnsinnig viele Leute. Also, wir können wirklich Bahnen fahren, wie wir wollen. Es ist einfach so herrlich. Oh, ich bin wieder so